Ja, herzlich willkommen zum 11. Heavy Mental. Wir sind zusammen und miteinander über die Kunst vom Metal nachzudenken. Zusammen, das ist nicht einfach nur eine Floskel, sondern wir zusammen können die Diskussion führen. Ihr auch, die Heidi dort, ihr könnt eure Fragen nach unseren Gästen auch stellen, einbringen. Die werden im letzten Teil von unserem Gespräch dann auch Teil des Gesprächs sein. Für das gibt es die WhatsApp-Nummer, die eingeblendet wird oder da an der Wand steht. Wenn euch etwas täuscht, bringt die Fragen doch ein. Sie kommen da bei mir direkt aufs Handy und von daher dann nachher auch in unser Gespräch. Der Silas Bitterli, der normalerweise die Gespräche moderiert, der ist heute Abend leider kurzfristig verhindert. Und so müsst ihr mit mir vorliegen. Für die nicht wissen, wer ich bin der Samuel Hug. Ich bin der Pfarrer von der Metal Church oder der Metal Pfarrer. Ja, herzlich willkommen an meine Gesprächsgäste. Sagt doch gerade selber, wer seid ihr? Ich bin der Michael Bosche. Spiele bei Emerald aus in 69. Hallo, merci für die Einladung. Ich bin der Thomas Wosche. Ich spiele auch bei Emerald zusammen mit dem Michael. Und daneben bin ich noch Schriftsteller für verschiedene Themen, historisches, Fantasy, Thriller, ja, also das. Und sonst bin ich Lehrer im normalen Leben. Was bist du von Beruf, Mike? Auf der Raiffeisenbank. So einen schönen, guten Bürogummi. Genau. Wunderbar. Aber jetzt sind wir sind da, um über das Ganze nachzudenken, über den Metal und was alles mit zusammenhängt, ihr als Künstler in dem Ganzen hinein. Wie sind ihr überhaupt zum Metal gekommen? Wie hat das angefangen, die Leidenschaft? Bei mir schon sehr früh, also 1986, bin ich noch klein gewesen. Und so ein bisschen im Quartier haben so ein bisschen die älteren Brüder von meinen Gespendlen, die haben eigentlich Metal gehört dann. Und wenn wir aber daheim waren, bei den Kollegen, sind die Platten rumgelegen und die Musik ist gelaufen, die Poster sind aufgehangen. Das hat mich einfach fasziniert. Und wenn die älteren Geschwister nicht daheim waren, haben wir auch die Platten aufgelegt und das hat mich einfach fasziniert. Und da hat man sich Kassetten überspielt, eben so die Mix-Kassetten, die typisch für die Zeit. Und so bin ich eigentlich, ja, relativ, das hat mich noch nie mehr losgelassen. Also, die Iron Maiden Poster mit den Eddies und so, das hat dann schnell mal meine Wange haben müssen. Cool. Genau. Und bei dir, Thomas? Ja, bei mir ist er die schuld, könnte es anders sein. Er hat vorhin schon gesehen, die grossen Brüder, das war bei mir auch so gewesen. Aus seinem Zimmer ist gelaute, harte Musik gekommen. Und was mir das erste, was mir eigentlich gefallen hat, das weiß ich noch genau, ist Under Jolly Roger gewesen, von Running Wild. Und zwar nicht wegen der Musik dann zumal, sondern wegen dem coolen Sprechintro, das das Lied hat. Das ist so das Intro, wo der Piratenkapitän seinen Piraten sieht, sie sollen jetzt schiessen und dann klopfen die Kanonenkugeln. Und das hat mir einfach so gut gefallen. Und dann habe ich das Lied gelost, einfach wegen dem Intro. Und irgendwo in der Mitte jetzt, glaube ich, auch noch so eine Tür oder am Schluss, wo er nochmal redet. Und ja, das war so mein erster Zugang gewesen. Und das Lied hat mir dann natürlich irgendwann noch angefangen gefallen. Und ja, so bin ich dann dazu gekommen. Das so mit den Intros und so, das Ja, genau. Das hat mich geprägt. Genau. Und was ist es denn, was für euch eben so die Faszination ausmacht, dass es jetzt genau der Metal ist und eben nicht vielleicht eine andere Form von Musik? Was ist das Spezielle, was euch anspricht? Du hast ja Eddie so ein bisschen gesagt, visuell so, aber bei der Musik? Oder also angefangen jetzt tatsächlich visuell mit diesen Poster, die mich mega fasziniert haben, weil das so, also in diesem Alter dann eine Art abschreckend wie faszinierend gleichzeitig. Und dann die Musik dazu, also etwas Herz und Wild, das habe ich noch nie gehört und hat mich mega in den Bann gezogen irgendwie. Und irgendwie durch mir die Metal-Musik, die ist einfach das Gegenteil von oberflächlich. Mir durch das, was im Radio läuft, finde ich sehr oberflächlich und beim Metal hat es mir immer gedacht, es ist einfach Musik, also es geht auch jedem so mit seiner Musik, es berührt bei ihnen drin, es löst Emotionen aus. Und ich sage jetzt Hard Rock Metal ist ja von der schönsten Ballade bis zum härtesten Death Metal, höre ich alles ein bisschen. Und je nach Gefühlsstimmung und so kann man sich von abreagieren bis verliebt sein, alles ein bisschen. Also es hat alle Emotionen eigentlich abgebildet, aber es ist meistens sehr ehrliche Musik von Musikern, die eben das Handwerk beherrschen und nicht einfach nur irgendwie am Laptop
Und das hat mich eigentlich immer fasziniert, ja. Was würdest du sagen, Thomas, was ist so die Essenz vom Metal? Kann man das sagen? Oder was macht der Metal aus? Ist ein grosses Wort, gell? Aber wenn ich jetzt eben über den Metal nachdenke, vielleicht... Das ist extrem schwierig zu sagen. Also ich denke, es ist auch für jeden ein bisschen anders. Also weißt, das kann man glaube ich nicht so verallgemeinern und sagen. Du hast jetzt schon ein bisschen gesehen, Gefühl. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein grosses Thema, dass das Gefühl auslöst in ihm hinein. Und für jeden löst es ein bisschen andere Gefühle aus. Alle Arten von Songs lösen andere Gefühle aus. Also ich glaube, schlussendlich ist es wichtig, dass Musik ihn berührt im Innersten. Und von mir aus gesehen muss es nicht unbedingt Metal sein. Also ich bin da auch offen. Das kann für mich auch ein anderer Song sein, der mal im Radio läuft, der mich auch berühren kann. Also ich bin da eigentlich relativ offen, was das angeht. Metal, also ich höre schon in erster Linie Metal. Und dort, was mir halt am meisten gefällt, also das ist ja der Anfang, wenn ich dazu gekommen bin, eben die ganzen Themen, so, eben Piraten, später dann auch das Mittelalter interessiert mich, seit ich Kind bin, und das ist halt im Metal, ist das ja auch viel mit Fantasy und Krieger und Drachen und Schwerter und Zeug, das hat mir halt immer extrem gut gefallen. Da habe ich auch ein bisschen den Zugang gefunden zum Metal, mit diesen Texten, die Lyrics, die mich fasziniert, und dann halt die Kombination aus Melodie, also wenn wir jetzt müssen melodisch sein. Die Kombination zwischen Melodie und gleich Härte und schnelle Musik, das hat mir extrem gut gefallen. Ja. Ich würde sagen, dann lassen wir doch einen ersten Ton, etwas rein von dem, wo ich fasziniert. Wir fangen doch mal an mit Maiden. Du hast gesagt, Eddie, das Visuelle. Wir hören rein Caught Somewhere in Time. Wir hören dieses Schnipsel davon an. Ja, wir haben da Maiden gehört, Caught Somewhere in Time. Mike, wieso geht der Song von Maiden, haben wir schon gehört, Eddie, wieso geht der Song? Eben, diese Platte war eigentlich mein Zugang zu dieser Musik. Die ist dann gerade rausgekommen. Und das war eigentlich so die erste Berührung mit Heavy Metal für mich, eigentlich die Somewhere in Time Platte. Und ja, ich bin sehr ein nostalgischer Mensch, und das hat mir irgendwie, bis heute ist das mein Lieblingsalbum geblieben. Und die Qualität ist auch sehr gut, finde ich. Es ist eine sehr spezielle Platte von Maiden. Es tut nur die so, die anderen tun alle ein bisschen anders. Da ist es auch mit Gitarre-Synthesizer experimentiert. Und es hat ganz eigenen Klang, die Platte. Ich finde es faszinierend. Du hast ein anderes Lied mitgebracht, Thomas, so für dich so eben so der Metal irgendwie auch ein Zugang. Wir haben vorhin von der Intro gehört, von so, du bist eben nicht Gitarrist, du bist Keyboarder, das ist nicht das typischste Metal-Instrument. Was hast du für einen Song mitgebracht und warum? Ich habe einen Song von Rage mitgebracht, From the Cradle to the Grave, vom Album 13. Und das habe ich mitgebracht, weil für mich ist das so ein bisschen die erste Verschmelzung dann von Orchester und Heavy Metal, also Platten vorher, ja. Rage und Lingua Mortis Orchestra, und die hat mir so gut gefallen, die Platte.
Das war das erste Mal, als ich das so ein bisschen für mich dann die Verschmelzung von diesen zwei Stilrichtungen gehört habe. Das hat mich beeindruckt und ich habe eigentlich auch gewusst, dass ich gerne so etwas mal selber auch machen oder probieren. Bis jetzt hat es leider noch nicht geklappt mit richtigem Orchester, aber ich probiere auch bei unseren Songs ein bisschen orchestrale Sachen einzupacken, weil mir das einfach sehr gut gefällt. Und ich weiß auch noch, den Song, den ich jetzt mitgebracht habe, From the Cradle to the Grave, den haben sie dann live gespielt, als ich sie gesehen habe, im ZSÖ in den 90er Jahren, wo sie eben mit dem ganzen Orchester auftreten sind. Und dieser Song hat mich dann einfach umgehauen. Sie haben so zweimal gespielt, weil sie nach der Zugabe keine Songs mehr gegeben haben. Und dieser Song war dann noch nicht draussen gewesen. Da haben sie gesehen, dass der Song auf dem nächsten Album kommt. Und das ist einfach für mich, ja, ist das sehr ein spezieller Song, den ich nach wie vor sehr viel gerne höre. Also, dann lassen wir doch die Rage from the Cradle to the Grave.